Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Die Frage nach unserer Identität, das Eingebettetsein in die uns umgebende Gesellschaft und vor allem die Frage nach ihren Mechanismen und Spielregeln, verkörpert durch zwei Figuren, die in Parallelität nebeneinander sitzend in ihrer Haltung so wirken, als wären sie identisch. Zwei Skulpturen, die allerdings bei genauer Betrachtung sich durchaus sehr unterscheiden. Es ist ein subtiles, ein sublimes Spiel mit dieser Identität, die Manfred R. Jautz, der 1966 in Graz geborene Künstler, hier betreibt. Der entlarvt förmlich die Spielregeln unserer Gesellschaft, wenn er nicht nur in der Gestaltung der Haut, über der Haut, der Oberfläche in Form von Textilien, die er mit sehr, sehr hoher Präzision fertigt, im Umgang mit diesen Materialien, im Spiel mit diesen Unterscheidungen der beiden Figuren, dass sich in so vielen Details, ob es sich um diese Spinnenstrukturen und die Darstellung aufgedruckter Exponate handelt oder aber um die Sujets, die für das Thema fremd und vertraut stehen. Für die Frage, wo bin ich zugehörig? Was sind wir und die anderen im Sinne der Kollektive? Symbolhafte Tiere wie der Wolf und der Elefant mit den Farben, die hier nun auch tragend zum Einsatz kommen und diesen fashionmäßigen Aufdrucken, sie stehen für diese zentrale Befragung. Wer bin ich? Wer sind wir? Wer sind die anderen? Was sich allerdings verbirgt, und das zeigt, wie sublim, wie subtil Manfred R. Jautz mit dieser Fragestellung umgeht, das sind die Mannequins, die Ausstellungspuppen, mit denen er sehr häufig arbeitet, die sich unter dieser Hülle, unter dieser Haut verbergen. Die eine Idealkörperlichkeit der europäischen Frau versinnbildlichend, die andere mit der körperlichen Disposition und den Proportionen einer afrikanischen Mannequin-Darstellung. Was wir nicht sofort wahrnehmen können und sehen können, weil sich diese unserem Blick entziehen und verborgen sind unter dieser Haut, die eine solche Erzählkraft entwickelt. Manfred R. Jautz, der sehr, sehr großen Wert auf dieses sehr genaue Umgehen mit Materialien und Oberflächen legt, hat seine Ausbildung in Graz an der HTBL Ortwein, an der Kunstgewerbeschule absolviert. Er besucht dort die Meisterklasse für Bildhauerei, wird dann 1980 nach Wien übersiedeln, um an der Akademie der Bildenden Künste bei Bruno Gironcoli zu studieren. Und sein konsequenter Weg, sein Arbeiten im Zusammenhang mit Fragen, die uns umtun und bewegen. Wer bin ich? Wie ist meine Identität positioniert im Zusammenhang mit dem Kollektiv, Privates und das, was da draußen passiert? Diese Fragen stellt er immer wieder, indem er mit Objekten operiert, sehr, sehr häufig mit solchen Schaufensterpuppen, die so eine neutrale und ideale Figur einer Körperlichkeit ausdrücken und versinnbildlichen, aber er bringt sie in feiner Variation in Positionen, die uns nachdenklich stimmen. Und erst bei sehr genauer Betrachtung werden wir dessen gewahr, dass es Unterschiede gibt. Wenn wir diese Parallelität, die uns einlädt, mit den Figuren in einen Dialog, in einen Diskurs zu treten, ansehen, dann erleben wir diese kleinen Unterschiede. Die eine Figur, die Wölfin mit ihren Feder- und Spinnwebenstrukturen an der Oberfläche, die die Kordel festhält, als hätte sie sie gerade aufgenommen. Die zweite mit dem Elefantenkonterfei auf ihrem eigenartigen Schleier hat diese fallen lassen und sie liegt neben ihr. Es gilt, aufmerksam mit dem Blick auf das Detail aufzunehmen, wahrzunehmen, zu beobachten und zu schauen. Und das gerade im Zusammenhang mit der historischen, mit der politischen Aufladung des Themas, mit dem dieses Werk Shelter, Arrivals and Departures von Manfred R. Jautz in Kommunikation tritt, hier in einem Saal im oberen Belvedere, der sich mit dem Thema des Dritten Reichs, der Frage, wieso so viele Künstlerpersönlichkeiten emigrieren mussten, um zu überleben, weil das Regime, das Kollektiv
die sie umgebende politische Situation sie dazu gezwungen hatte. Eine Entdeckungsreise, die es jedenfalls wert ist, durchgeführt zu werden. Wir laden Sie herzlich dazu ein, genau hinzuschauen und zu beobachten.